Bonjour, die Damen und die Herren. Die letzte Woche waren markiert von einer intensiver Debatte hier im Land rund um eine mögliche Verfassungsrevision. An eng von eine ganz wichtige Fragen, die da immer diskutiert, ist, gibt es ein Referendum oder gibt es kein Referendum? Und da gibt es eine ganz wichtige Entwicklung. Bislang waren die drei Regierungsparteien an CSV enger Meinung, sie haben das Referendum refusiert. Der DR hat sich seit Monaten dafür angesagt, dass es ein Referendum geben soll. Und das woraus du etwas geschieht, was so ziemlich überraschend kam, dass der CSV auf einmal die Meinung revidiert hat. Lo seht sie, wenn eine Petition an der Chambre, die lo schon lebt, Petition Nummer 2007 vom Herrn Konetzny, wenn die bis den 8. November 25.000 Unterschriften von erwachsenen Wählern kriegt, dann ging sie auch für ein Referendum antreten. Das ist natürlich eine ziemlich überraschende Entwicklung gewesen. Erstens, weil eben CSV hier Position gewechselt hat. Zweitens, weil das aus sich keine Möglichkeit als die legal vorgesehen. Also das ist eine rein politische Decision von der CSV, für das Instrument von der Petition, die schon lebt, zu holen, praktisch als Gradmesser, wie hier eine Decision dort zu beeinflussen. Es gibt viele Leute, die uns fragen, soll man da die Petition unterschreiben? Aber wie können wir das machen? Denn für das Jahr, wenn der Referendum will, dann unterschreibt, entweder elektronisch oder auf Papier, Petition Nummer 2007. Die können doch gerne erst bei der ADML, wir so nicht, wem das machen könnt. Wir können nicht auch Formulare zur Verfügung stellen, für das zu machen. Aber ja, die Leute, die ein Referendum wollen, die sollen die Petition 2007 unterschreiben. Da gibt es aber daneben auch nach legal wer für ein Referendum zu fragen. Der CSV hier Option als ein politisch. Aber es gibt noch zwei Legalmöglichkeiten, die erst betrifft niemand Deputiert, die brauche ich nur nicht weiter anzugehen. Und die zweite ist die Möglichkeit, dass 5 Bürger ein Komitee d'initiative, so heißt das, dem Premierminister einen Brief schreibt. Aber wenn der Premierminister den Brief kriegt, dann müssen dann allgemein am Land Registeren ausgelöscht werden, wo die Leute sich können anschreiben. Aber wenn auf diesen Registeren 25.000 Unterschriften zusammenkommen, dann muss ein Referendum über den Verfassungstext aufgehalten gehen, den die Chambre schon gestimmt hat. Auch da sind also 25.000 Unterschriften gefragt, und dafür sind viele Leute ein bisschen durcheinander. 25.000 gefragt, laufen der CSV bei der Petition 2007, und 25.000 sind auch gefragt bei der legalen Prozedur, die am Artikel 114 von unserer Verfassung vorgesehen ist. Was soll also ein Bürger machen, den ein Referendum will? Man am besten unterschreibt zweimal. Einmal Petition 2007, für der CSV hier Meinung auch definitiv ändert. Und einmal, wann es soll geschehen, aber das ist wahrscheinlich, dass der Komitee, wo Bürger dem Herrn Bittel einen Brief schreibt, und dann kommen die Registeren auf die Gemengen, da sollen sie auch unterschreiben gehen. Ich meine, das ist der beste Weg für die Leute, für zu garantieren, dass es zu einem Referendum kommt. Aber danach muss geguckt gehen, dass das über was genau geht, der Referendum, mit dem Kampf, den feiern wir auch noch. Ich sage auf jeden Fall vielmals merci für die Nachrichten und invitiere ich ganz freundlich, für eben ihr Recht zu verteidigen und für das Referendum anzutreten. Vielmals merci.